Anno 1404 Venedig. Die Erschaffung einer weiteren Welt. Und mit diesen epischen Worten, oder wohl eher epischem Intro, vom Spiel selbst begrüße ich euch zur zweiten Staffel, zum Let's Play von Anno 1404 Venedig. Ja, Anno 1404 Venedig, die erste Staffel, sprich das eigentlich ursprüngliche Let's Play davon, ist schon lange her. Wir können mal ganz kurz reingucken. Jo. 2014, können ungefähr hinkommen. Ich glaube sogar begonnen habe ich es damals irgendwie 2012 sogar. Ich erinnere mich nämlich, war eines meiner ersten Let's Plays nebst Ocarina of Time Master Quest, Super Mario Galaxy 2 und Dragon Ball Z Burst Limit. Also könnte sogar sein, dass es mein erst viertes Let's Play war. Alter Schwede, ist echt schon lange her, Freunde. Und jetzt ist es, glaub gemäß meiner Liste, mein 71. Let's Play, also meine zweite Staffel war. Ja, warum das Ganze? Mittlerweile bereits einige Anno-Spiele Let's Played und 14.0 für Venedig, aber auch 17.01 Flut des Drachen kam bei euch sehr gut an. Die Resonanz dafür war sehr groß und da dachte ich mir, komm, nach so langer Zeit kann es echt wieder mal ein bisschen was machen. Und natürlich habe ich ein paar Pläne für das Let's Play. Wie bereits erwähnt, zweite Staffel, ich will einiges anders, neu, aber auch besser machen. Erstmal ganz kurz mal das Render kontrollieren, stimmen die ganzen Einstellungen, okay, Full HD ist richtig, keine weitere Einstellungen der Grafik, Scrollen ist auch drin, okay, perfekt, gut. Wir haben im Prinzip hier bei 14.04 haben wir zwei Optionen, entweder Endlosspiel, was wir bereits in der Staffel gemacht haben, hat ja auch ein bisschen länger gedauert, glaube ich, 150 Parser zu fahren zum Schluss, und wir haben die Szenarien. Mein Vorschlag, ich mache beides. Nehmen Sie im Namen von Giacomo Garibaldi Rache an Gavin Langton. Wie ihr aber auch seht, anhand der Szenarien haben wir im Prinzip die Schwierigkeitsgrade, eine kurze Beschreibung, was jeweils drankommt und natürlich auch der jeweilige Schwerpunkt. Dementsprechend anhand vom 1 Stern, von Szenarien 1 bis 6 zu 7 bis 12 und so weiter und so fort bis hier rüber sogar. Behaupten Sie sich in einer Welt ohne Ressourcen und Fruchtbarkeiten. Was? Alter! Ein bisschen schwierig, was denn hier mit Klassikspiel? Schwingen Sie sich auf zum Herrscher der Welt. Klassikspiel, ja, das sind im Prinzip dann so ja, fast schon wie Endlosspiele, aber hohe Schwierigkeit, Imperator. Einen auf Lucius machen oder was? 10 ausartige Welten ansiedeln, alter Schwede. Also die 6 wird er, glaube ich, eher weniger machen, oder wenn, dann an einer anderen Staffel, weil das wird viel zu lange dauern. Aber hier, die Szenarien 1 bis um mit 15. Oh, richtig gezählt. Die Szenarien 1 bis 15 würde ich gerne in dieser Staffel, in der zweiten Staffel machen. Jetzt natürlich die Frage, Szenarien aber noch nie gemacht. Also noch nie Let's Played. Gemacht, ich glaube 14.04 normal habe ich damals gemacht, privat aber. Und aber auch nie alle. Ich glaube irgendwie 1, 2, 3. Ich glaube, Vendetta kommt bekannt vor, Hoffnungsstimmung, glaube ich, hat Wien aber mal gemacht. Den Rest noch nicht. Und nach die wird man, glaube ich, kaum noch bekannt vorkommen. Naja. Jedenfalls, mein Vorschlag. Ich Let's Play, also werde ich auch in der zweiten Staffel noch Let's Playen. Aber noch nicht jetzt, noch nicht heute. Warum? Ja, Szenarien sind, wie soll ich sagen, sind ein bisschen knackiger, sag ich jetzt mal. Wenn zwar mit dem Einsteigen und so sind zwar vielleicht doch wieder ein bisschen einfacher. Sprich, der Schwierigkeitsgrad ist nicht so unbedingt hart, wo ich sagen muss, ja, ich steige direkt hier ein und so. Da ich der Reihenfolge nachgehen will, ist das dann doch keine Option. Aber es geht ja darum, Szenarien sind ein bisschen beschränkt auf das, was man will. Und da ich in der ersten Staffel ja mit dem Endlosspiel aufgehört habe und die Resonanz dafür deswegen so groß, würde ich halt deswegen auch mit dem Endlosspiel weitermachen. Mein Vorschlag deswegen, ich mache erstmal ein Endlosspiel hier in der zweiten Staffel und dann die Szenarien. Je nachdem natürlich, wie kurz das Endlosspiel war, weil vielleicht da kacke ich schon relativ früh genug, würde ich dann noch ein zweites Endlosspiel dranhängen. Jo. So mein Vorschlag, deswegen erstmal Endlosspiel aussuchen. Gehen Sie erneut auf die Reise. Stellen Sie sich allen Herausforderungen einer riesigen Welt. Oh Mann, Freund, das ist richtig lustig. Hier? Nun ja, der erste Eindruck kann schließlich täuschen.
Lucius. Lucius. Er ist es. Er und kein anderer. Kardinal Lucius. Der Bote des Teufels. Ja. Und wer sind Sie? Die Zeit wird zeigen, ob wir uns in Freundschaft begegnen. Mhm. Die Baronessa. Oh, ich muss mich wohl auf unstandesgemäße Gesellschaft einstellen. Alter, was eine Bitch. Ich weiß nur, Ihr Vorgehen. Mein letzter Sieg wird rasch vergessen sein. Offenbar erinnert sich Lucius auch noch an mich. Hehe, da wird er lustig. Ja, Endlosspiel. Ich will's schwieriger haben. Deswegen... Also mein Ziel ist im Prinzip am Schluss mal ein Spiel auf komplett schwer zu machen. Mit allen Einstellungen auf dem schwersten, was überhaupt geht. Also eben das Nonplusultra schwere Endlosspiel. Ich gestatte euch, mich näher kennenzulernen. Schnauze. Aber noch nicht jetzt, das wäre nach über 3 Jahren Abstinenz halt ein bisschen übertrieben. Ich werde, glaube ich, auch jetzt sowieso ein bisschen verkacken. Deswegen machen wir ähnliche Bedingungen, aber ein bisschen, nur ein bisschen einfacher. Deswegen habe ich jetzt hier Marie d'Artois, die aber auch noch relativ hart in Erinnerung, ganz ehrlich. Und 2 Stufe 3, also es wird schon lustig werden. So, Corsair mache ich auch stark. Stabverträge. Handel, Bündnis oder Frieden. Ich folge Gottes Plan. Und ihr? Oh, Frieden. Ich mache Handel. Weil Frieden dauert 10 Minuten und ich habe sie in der Backe und ihn haben sogar nach 5 Minuten schon in der Backe. Und das wäre schon ein bisschen übel. Kartengröße riesig, Inselgröße riesig. Kommt auch viel. Schwierigkeit machen wir normal. Rohstoffe viel, neutrale Kräfte machen wir viel. Zufallskarte, eine coole Nummer. Ja, die ist cool. Alles halber durch 4. Hey. So, Baukostenrückerstattung. Ich habe eigentlich immer mit komplett gemacht. Ich mache es diesmal jetzt mal auf halb. Aufträge normal. Alle Katastrophen an. Jo. Startsituation. Ich meine, wir haben 2 Stufe 3 Gegner. Ich mache mit Armada. Armada heißt aber in der Hinsicht nur ein Flaggschiff, ein kleines Handelsschiff und ein kleines Kriegsschiff. Also das wird sowieso nach einer Stunde nicht mehr reichen. Nach einer Stunde kommt da Lucius bereits mit 10 großen Kriegsschiffen nicht mehr weg. Also in dem Sinne, Startrum machen wir keins. Startguthaben, dann doch ein bisschen Kohle gerne. Startitem machen wir normal, damit es ein bisschen spannender ist. Abgedeckte Karte. Ich werde jetzt, glaube ich, in künftigen Endlosspielen bei 14.0 für Venedig so machen, dass ich die Karte immer aufgedeckt habe. Jetzt aber, ich meine, es ist schon über 3 Jahre her. Wir hatten zwischendurch andere Let's Plays von Anno-Spielen. Sei es 1701, sei es 2205, genau. Und ja, ich denke jetzt mal so ein bisschen Spannung noch, vor allem wenn jetzt natürlich die Insel groß ist und so riesig, was wir, glaube ich, das letzte Mal nicht hatten. Es ist noch ein bisschen Abenteuer. Ja, ein bisschen abenteuerlich dabei. Lassen wir das mal an. Beziehungsweise aufgedeckte Karte aus. Sabotage an. Ratsersammlung an. Ja, entweder werde ich mich Lucius vernichten oder Baroness mich aufkaufen. Eins von beiden. Wird lustig. Vermögen. Also Siegbedingungen, genau. Ich will hier auch was Neues machen. Und zwar Diplomatie. Hatten wir eigentlich auch immer letzte Überlebende, beziehungsweise habe das eigentlich auch immer privat gemacht. Jetzt haben wir aber schwere Gegner. Dementsprechend wäre letzte Überlebender eigentlich das Einfachste. Also vernichten, weil die wollen ihn sowieso ständig den Krieg erklären. Deswegen ist das relativ simpel. Will ich deswegen nicht haben, sondern ich mache Bündnis mit allen. Ist das Ziel. Auch mit Lucius. Das wird übel. Moment errichten auch, weil ich viele Baukosten dafür habe. Viele Ressourcen brauchen, deswegen, den Rest lassen wir mal so wie es ist. Es wird hart. So kann es sein, dass klar das Spiel da abschmiert, beziehungsweise nicht das Spiel selbst, sondern, also auch das Spiel kann auch abschmieren, hatte ich glaube damals auch schon. Wobei es eine neue Plattform, damals war es glaube ich noch normal installiert über eine C, denn diesmal nehme ich es über GOG auf. Oder das damals über Steam, weiß gar nicht mehr. Ja, zumindest könnt ihr gleich die Aufnahme abschmieren. Hatte vorhin auch, also der Punkt, den ich gerade erwähnt habe, das vorhin schon mal gemacht. In einem, ja,
Ich sage jetzt mittlerweile mal Testpart, war eigentlich was ein Fehlpart. Noch bin ich gerade sehe, 4 Minuten kürzer. Und schlecht. Oh je, Freunde, oh je, oh je. Ja, einerseits freue ich mich natürlich darüber, mit ein bisschen anderen zu zocken. Andererseits habe ich jetzt gemerkt, vom Zeitpunkt her bin ich eigentlich ein paar Wochen noch zu früh dran. Jetzt eigentlich ein bisschen später machen wollen. Jetzt im Nachhinein. Nicht aus Let's Play-technischer Sicht und so, aber eher als Privater. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte und danach einen größeren Tisch und so und alles ein bisschen upgradet, die hat nochmal einen PC bearbeitet, beziehungsweise überholt, zum gucken, ob es da irgendwie noch ein paar, ja, ein paar Verbesserungen bei den Hardware-Komponenten gibt oder ein paar Treiber. Noch besser müsste aktualisieren und so, jetzt bin ich noch ein bisschen, ja, also ich glaube schon, es müsste funktionieren, aber, ohne Abstürzen alles, wird lustig. Zumindest die Temperatur ist in Ordnung. 40 Grad für den PC, das finde ich cool. Okay, Freunde, seid ihr soweit? 3, 2, 1, go! Nee, toll. 1 Sekunde zu spät. Wir legen los. Ja, aber erstmal natürlich abspeichern. Man weiß nie, was noch passiert und ganz ehrlich. Habe ich hier viele Endlos-Save. So, sag mal. Endlos, nicht 1, 2, 1. Ja, komm. Spielstand wird gespeichert. Muss sogar lokal passieren. Wird euch bei der Suche Okay. nach einer neuen Heimat sein. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr damit eines Tages auch in die Gefilde des Morgenlandes vorstoßen. Ich wünsche euch Glück für euer Vorhaben. Handelt vorausschauend und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht. Dann werdet ihr siegreich sein. Danke. So. Ich bin also unterwegs. Santa Maria, das Flaggschiff. Gut, dann Möwe, geh bitte mal nach unten hin. Ja, ich weiß, alles auch, das ist natürlich gefährlich, aber ich muss Risiko eingehen. Ich brauche relativ viele Welten. Wurde ausgemacht. Und Inseln, ich habe Stein, Sohle, Eisen. Oh, scheiße. Weißt du nicht mehr, was alles gab hier? Also in diesem Fluss brauche ich auch. Die ganzen Flussbeete hier. Okay, okay. Ja, bitte mal nach oben. Da wird man dich loben. Also die Insel ist relativ groß. Gefällt mir. Ja, ja. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Könnte man machen. Ich habe zwar hier oben nur Hanf und Obst, das ist ein bisschen wenig. Oder Most, Entschuldigung. Obst und Most. Vielleicht ein bisschen wenig. Wir schauen mal. Da habe ich zwar auch noch Kohle, kein Jagdgebiet. Okay, aber die Insel ist relativ Sie klein. haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Bergkloster. Okay, Santa Maria ist da. Ich schicke dich mal hier runter. Du gehst auch hier hin. Was machst du hier unten? Boah, Alter. Könnt ihr erstmal eine Insel hier rechts akquirieren, wa? Wieso rechts? Weil wir damals ja auch nur immer links hatten, wa? Aber eigentlich wäre eine Insel weiter unten ganz recht, vor allem eine, wo relativ nah am Orient anschließt. Ich denke vor allem Anfangsphase, wenn man da die Baronesse und Lucius ständig auf dem Kopf Sie rumtanzen. haben eine neue Insel entdeckt. Wäre ziemlich praktisch. Das sieht aber auch schick aus. Ich habe Stein, Kohle. Kohle natürlich wichtig, hä? Also. Nein, die kann ich eigentlich direkt wieder vergessen. Eisen brauche ich auch, ja, ja. Ich hätte zwar hier kein Sohle vorkommen. Auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Gut, die Insel hätte ich soweit jetzt mal aufgelegt. Da ist der alte Baum. Wäre das eine Option, Freunde? Keine Ahnung, gehen wir ganz kurz runter. Ich muss wissen, ob der Orient hier in der Nähe ist.
Alter, ist der schnell. Nur die. Sie haben auf einer Insel... Sollten wir uns kennen? Ich wüsste nicht, dass ich euch schon einmal bei Hofe begegnet wäre. Noch nicht, hä? Das ist die Baronesse, okay. Ist natürlich hier bereits... Alter. Gut, ich meine, es ist eine relativ kleine Insel, auch wenn sie viel Vorkommen hat, aber wenn sie klein ist, dann bringt das relativ wenig. Eine neue Insel entdeckt. Wie zu befürchten war, ich habe relativ viel. Okay, geh du bitte mal... Ja, ich habe bereits etwas, ja, okay. Oh, das ist perfekt. Nimm direkt beide. Gut, das heißt, ich nehme jetzt die Insel doch. Wo fange ich an? Wo fange ich an? Wo höre ich auf, wo leer? Komm, geh hier hin. Gut, haben wir Neptun. Du gehst bitte auch mal ganz kurz hier rüber. Dann haben wir nachher alle euch da. Okay. Ja, ich weiß, ich muss mich beeilen, weil Lucius stampft dann noch irgendwo in der Gegend rum. Also Ziel ist, hier fasse ich Fuß. Das ist meine erste Insel und das ist direkt die zweite. Die ist relativ groß, also in der Nähe, perfekt. Was das? Das war offenbar mal was. Es war etwas... Land in Sicht. Das war jetzt nicht geplant. Oh nein, Sekata. Oh nein, die. Ja, gut. Ein anderes Thema. Sind immer so lahmarschig unterwegs, oder was? Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Ist das nicht wundervoll? Wo ist eigentlich Lucius hin? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, frei nach dem Motto. Ey, ich traue Lucius kein Meter weit. Okay, bringt eh nichts hier zu bleiben. Gucken wir hier drüben noch nach. Sie haben neues Land gesichtet. Ah, schon wieder. Okay, das sieht auch gut aus. Also, was ist unser erstes Ziel? Kurz nachdenken. Beide Inseln brauche ich. Dann relativ schnell die ersten Rohstoffe abbauen. Häuser, ich muss Geld einnehmen, ganz klar. Und noch Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. relativ schnell schon eine Werft. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Denn die würde relativ viel abwerfen. Ha, versteht ihr? Werft, abwerfen. Das Segeltor, okay. Gut, die Insel ist immer noch nicht bewohnt. Hier habe ich eine kleine... Okay, mal ganz kurz. Ich habe hier Sohle drauf. Was natürlich geil ist, aber die Form ist ein bisschen Sie scheiße. haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Aber ich habe kein Moss. Das ist für Startbedingungen, wenn ich mich richtig erinnere, ziemlich... Aber Alter, die Küste hier ist ziemlich geil. Die Form der Insel eigentlich auch. Warte mal, habe ich hier eigentlich auch Flüsse? Oh, leg mich, ich habe gar keine Flüsse hier. Eigenproduktion und so, versteht ihr? Nicht auf einer dieser wundervollen Inseln niederlassen? Okay, geh hier hin. Scheiße. Wollte ich jetzt eigentlich nicht schon so früh. Problem ist halt, ich brauche diese Flüsse hier. Obwohl. Ne, warte mal. Ah! Die Insel ist scheiße so. Okay, bleibst doch hier. Ich muss sie anfangen. Oh, das wird lustig, Freunde. Das wird richtig lustig. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Roland, dann soll dies Eiland eure neue Heimat sein. Kommt drauf an, wie lange. Nach Gemeinschaft. Gut, kleines Markthaus. Moment. Erstmal brauche ich hier ein bisschen Nahrung. Holzhütte wäre nicht schlecht. Pflanzen wir mal dahin. Dann pflanzen nächstes natürlich direkt da rund. Ne, da wäre ein bisschen doof. Pflanzen mal hier hin. Und hier verbinde alles. Oh, geht ja Quatsch wieder los.
Erstmal ein bisschen gießen. Ich erinnere mich wieder. Denn auch gießen ist wichtig. Wieso ist es plötzlich so wenig? Ich finde, es ein bisschen wenig hier für den Anfang. Oh, scheiß drauf. Jo. Marktplatz. Nee. Warum kommt. Ja. Das brauche ich eigentlich. So, natürlich relativ viel abdecken. Habe ich hier irgendwelche Dinge? Ja, hier natürlich. Die Berge. Muss ich an den Bergen anschließen. So. Deswegen mal ganz kurz hier die Insel dazu mir zurückrufen, sonst wird's heikel. Gut, natürlich hier viel Baufläche. Natürlich schon geil. Okay. La 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 la. Ach, wie haben wir diese Musik vermisst. Es ist so friedlich. Nicht mehr lange, denn wir haben Lucius in der Backe. So. Scheiß drauf. Wir waren hier schon wieder umswitchen. So. Was mag ich, was mag ich? Das. Gut. Dann brauchen wir Häuser. Baubereich ist geblockt. Mhm. Was du nicht sagst. Greif zu, solange es hält. Kurz überlegen, Das sollte ab und zu doch noch gemacht werden. Und zwar kann ich direkt weiterbauen. Gerade ist ja kein Problem. Die Kapelle und so muss ich gerade mal ein bisschen gucken, die ja natürlich später noch kommt. Ich glaube schon relativ bald sogar. Okay. Dann, ja, kein Holz mehr, ganz geil. Ich brauche überhaupt ein neues. Ich will jetzt im Prinzip direkt hier runter und. Wer kommt da? Das ist Lucius. Aber vor allem Holz hier? Hat die Nahrung, ey. Du kommst nicht mehr hinterher, was soll die Scheiße? Ja, ja, mache schon. Ah, das ist so von mir gelöst mit der FPS-Anzeige, mit den ganzen Aufnahmedaten und so. Das steht mich alles links oben. Ihr seht natürlich nicht, weil ja. Weil das sehe nur ich während der Aufnahme. Das Problem ist halt, jetzt sehe ich halt die ganzen Daten nicht. Ich sehe den Ruhm nicht, ja, die Kohle sehe ich einigermaßen. Hauptsache die Kohle, wa? War natürlich Holz, okay. Aber immerhin nur 3 Tonnen, das geht eigentlich noch. So. Dann direkt weiter im Text war, scheiße, ich sag die Aufnahmezeit nicht. Alter! Doof gelöst von mir. Was? Über 20 Minuten wieder? Meine Fresse. Okay, ich brauche ein paar Bauern. Mal ganz kurz. Steuerschraube anziehen. Nicht vergessen. Seit ich hier bin, dann geht mir die Arbeit viel leichter von der Hand. Darf nicht automatisch weitergehen, das ist aber wieder ein kleines Problemchen. 12 Bauern wollen wir verarschen. Das kann dauern. Okay, wenn die erste Kapelle hier hin soll. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Danke. Mosto wäre natürlich wichtig am Anfang. Warte mal, da kostet mich erstmal relativ viel Holz, aber auch viel Werkzeuge.
Das ist nicht so schön. Und wir ziehen weiterhin ein. Okay, das heißt... Das sind ja Bauernhäuser, ich Trottel. Wo sehe ich wie viel überhaupt... Ah, da wollte ich. Dankeschön. So, einmal 10 Holz mitnehmen. Geht nur darum, dass ich hier die Insel schon mal markiere. Die ist sehr wichtig. Die hier... Ja, wenn das anders geht, dann kommt ja der später. Die Welt weiter erforschen wäre theoretisch eine Option. Aktuell aber ist mir das noch zu heikel. Gut, Fisch haben noch genug. Ich kann also noch ein bisschen nachscheffeln hier. War das falsche Haus. Die Kapelle soll da oben... Oh, hier wäre eine Option. Schauen wir ganz kurz, bis sie kommt. Ja, komm an, da fehlt noch. Also 8 können rein. Was will aber ich jetzt? 12. Ja, dann müssen locker reichen. Ihrer Ansiedlung wurde ein neuer Status verliehen. Danke. Langsam Dusch aber sauber werden. Ich mache mehr Wie es Holz. scheint, sorgt ihr gut für eure Bevölkerung. Ich versuch's, danke. Wunderbar. Durch eure Taten habt ihr neuen Ruhm erlangt. Danke. Mein Ruhm ist gestiegen. Ja, ich bin ruhmreich. Und das hier war ein Fehler. Ein großer Fehler. Nein, ich mach nie Fehler. Doch ab und zu schon. Was, nur in der Querstraße? Ernsthaft? Kann doch wohl nicht sein. So, schon besser. Die haben wir noch ein bisschen 100%. Dann mache ich unten halt erstmal. Ich denke, vor allem am Anfang ist wichtig, dass wir viel Holz haben. Perfekt. So. Ich habe momentan 96, 12 mal 8, das stimmt sogar. Nun, wenn diese Ansiedlung euren einfachen Ansprüchen genügt. Ah, bisher schon. So. Moment, Ihr habt euch in südliche Gefilde gewagt. Seid ihr bereits dem Großvezier des Sultans begegnet? Noch nicht, habe gar keine Zeit dafür. Entschuldigung. Was mal alles hier oben. So, hier bitte ein bisschen vergrößern. Gut. Die Kirche. Lass mal die Kirchendorf. Boah, wieder 12 Holz. Ist doch immer dasselbe. Der Fisch ist noch gut. Frische Fisch. Einmal frische Fisch. Zu Werkzeug. Sehr gut. Das höre ich in der Situation echt gerne. Nein, da gibt's nichts. Oh. Nicht vergessen, Leute, halbe Baukosten nur. Ich muss echt vorsichtig sein damit. Okay, geht herüber. Zumindest jetzt in der Anfangsphase noch. Dann wahrscheinlich die Siedlung. Kostet auch eine ordentliche Stange. Ja, es kostet Geld. 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 Denn das regiert die Welt. Na toll. Kein Holz mehr. So, also der Theorie. Dann wäre bereits hier drüben wieder. Zack. Und das Holz... Ich wollte gerade sagen, wie viel brauche ich überhaupt? Holz 2. Na, mal locker genug. Dann lasse ich das, glaube ich. Der ist ganz knapp noch drin. Angeblich. Seit ich hier bin, geht mir die Arbeit viel leichter von der Hand. Das freut mich für dich.
Es lebe die Einfachheit. Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisation. Ja. Ich habe sogar ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Baronessa ergibt vielleicht noch was machen, wenn da mit Lucius und so, wenn die noch treffen. Okay, ich gehe mal eine große Tour, wa? Mal gucken, wer hier oben ist. Wenn ich Pech habe, sehe ich die Korsaren noch. Das bräuchte ich jetzt gar nicht. Die Alte ist echt schnell. Sie zahlen ja auch ordentlich Steuern. Ja, ich weiß natürlich jetzt noch zu wenig, aber es kommt, das kommt. So, also musst du ihm bisher gefällt mir unsere Siedlung. Ist noch kaum was los, wa? So, der Fisch, der gefielte Fisch. Vielleicht für ein einziges hier ein bisschen viel. Aber egal. So, Most, Rohstoff und so weiter. Es liegt an dir, das Schicksal zu erfüllen. Ja, diese Stimme, ey. Diese Stimme, Freunde. Nun gut, ich würde sagen, das ist trotzdem eine hoffentlich erfolgreiche erste Episode zur zweiten Staffel von Anno 1404. Anno 1404 wenig. Wir werden in der nächsten Folge herausfinden, was es für eine Insel ist. Und ich bin ziemlich sicher, wir werden uns schon auf Lucius treffen. Und vielleicht Baronessa noch ein paar. Ja, ein paar. Handelsvertrag, der ist brüchig. Ein paar, ja, schlagkräftige Argumente für uns. Wenn wir Pech haben. Marie Antoine oder wie die heißt und die Korsaren genauso. Oh je, oh je. Freunde, bis nächstes Mal. Und ciao zusammen.